Palmsonntag begrüßen ich aus der Pfarrkirche vom Howald. Wir verdrohen von Hai Sonntagsmass. Wir feiern Mass mit der Gemeinschaft Hai aus der Pfarr und mit der Choral Sacré-Cœur vom Howald, die das Mass gesanglich gestaltet, unter der Direktion vom Herr Carlo Merz, mit dem Organisten Herr Romain Ludwig und den Solistinnen Nicole Dillissen-Matzet und Mihe Lenz-Pack. Nur einer Introduktion über das Angangslied hören wir ein Lied «Was Gott tut» vom Johann Sebastian Bach. Wir sangen die Kyrie aus dem Laudate Dominum vom Dekscha, als Zwischengesang der Lauda Jerusalem, bei der Goveberedung «Give to my eyes, Lord» vom Ronald Korb, Sanctus aus dem Laudate Dominum, «Eise Papa am Himmel» vom Carlo Hommel, «La mort ne peut me garder sur la croix» vom Jacques Berthier, als Kommunionslied «Jerusalem» vom Henry Parker und als Schlusslied «Victoire» aus dem Laudate Dominum. Der Organist spielt eine Improvisation als Sorti über Hosanna Filio David. Am Namen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist. Den Herr sief mit euch all. Ich grüße nicht alle Guten hier an der Kirche im Howald, liebe Brüder und Schwestern, und auch die da mit uns über Internet oder Tele verbunden sind. Wir feiern Palmsonntag, Dimanche des Rameaux et de la Passion,
Heute hören wir einen Auszug aus der Lukas-Passion, die Passion, die aufhängt beim letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern und endigt mit seinem Tod am Kreuz an der Beisetzung an engem Grab. Mit eher dazu kommen, will wir am Anfang den Pelham sehnen, den daran erinnert, wie die Jesus an Jerusalem angezogen ist, und zugleich auch den Sieg von ihm, denen do über den Tod werden Kreuz mit seiner Oberstehung erreichen. Die Pelham der Tradition no steht man 100 Kruzifixer an eisen Häuser, für immerem daran erinnert zu gehen, was hier für uns gelitten hat, und aber auch, dass hier präsent ist als Obersternen an Eiser mit. Los mal beten. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden.
Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Lukas. Pilatus rief die Hohepriester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das Volk auf. Und siehe, ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe an diesem Menschen die Schuld, wegen der ihr ihn anklagt, nicht gefunden, auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann freilassen. Er musste ihnen aber zum Fest einen Gefangenen freilassen. Da schrien sie alle miteinander: Weg mit ihm, lass den Barabbas frei. Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Zum dritten Mal sagte er zu ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nicht feststellen können, wofür er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen, und dann werde ich ihn freilassen. Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen, und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. Er ließ den Mann frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten.
Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus. Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Kyrene, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Zusammen mit Jesus wurden auch 2 Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. Das Volk stand dabei und schaute zu. Auch die führenden Männer verlachten ihn und sagten: Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Christus, dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Stimme ab. Es war schon um die 6. Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur 9. Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt waren und dies mit ansahen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, eng bedrückend an erschreckend Akkumulation von Ki, die de Jesus krut, a von Sachen, die hin erlitten huet, humorlograt heieren. Auf der anderen Seite darf man auch nicht die Wörter überhören, die de Jesus matzen an der Passion do gesot huet, an die Gesten, die gemacht huet, weil die sind en ligne droite, an der Kontinuität mit dem, was hin für uns engem Leidensweh gemacht, gesot, gewirkt huet. Und hier erweist sich schon für und Ostern, dass Gott Wirk ist, dass es nicht nur eine Leidensgeschichte
als die hier erzählt wird, die passiert, und das für allem Heilsgeschichte ist, die hier sich realisiert wird. Wenn ich schon bei letzten Abendmahl zurückgeht, die Jünger diskutieren über sich, wenn die Größten ist, der Judas verrät Jesus, die Jünger am Gerd Gethsemane schlafen an, und sie laufen all fort, wie der Jesus gefangen geholt gouf. Dem Jesus schlägt den Hass von den Hohepriester, von den Soldaten, vom Volk, was nach grad beim Anzug an Jerusalem ihm zugejubelt wird, während dieser Passion zu. Auch die Freiheit von Pilatus, die öffentliche Humiliation und Ungerechtigkeit laschte schwer auf ihm. Und schließlich die physische Gewalt von der Geißelung, von der Därekron, vom Kreuz, was hier geschläft wird, und schließlich auch von der Kreuzigung selber an dem Tod Kreuz. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass der Jesus konsequent seine Botschaft lebt, an Erbarmen, an Verzeihen, auch an dieser Situation weiterlebt. Also in der Verbundenheit mit Papa im Himmel, dem sei Willen hier geschieht, als auch ein wichtiges Element für unsere Glauben. Jesus hat Brot gebracht beim letzten Abendmahl mit all seinen Jüngern. Er hat auch weiter sie enseigniert, durch das, was er sieht und was er gemacht hat. Er hat auch den Dinger vom Hohepriester sein Ohr geheilt, obschon von denen aggressiert gouf. Jesus hat Gewalt refusiert. Und er verzeiht sogar Kreuz seinen Henker: Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schließlich, ganz wichtig auch für uns, verspricht hier in dem guten Schächer, der Kriminellen, den sich bekehrt wird, auch an letzter Minute, er verspricht ihm Paradies. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So weist Passion von Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern, engerseits die ganze Gewalt, Boshaftigkeit, Ungerechtigkeit, die ja Mensch drastisch als sich entfallen kann. Gerade an einem Krieg wie den an der Ukraine oder viel anderer an der Welt, haut oder auch am 20. Jahrhundert, gehen wir immer im schmerzlich daran erinnert, zu was der Mensch fähig ist. Passion von Jesus Christus offenbart aber auch, zu was Gott fähig ist. Es freier Leib zum Mensch, sein Kreatur, der hier mit einer radikaler Freiheit ausgestattet wird, pour le meilleur et pour le pire, wird den Herrgott sei Jung, Jesus Christus, an die Welt geschickt, für die Macht von der Gewalt, den Zirkel von Ungerechtigkeit, und noch den Tod zu brechen. Ab Ostertag werden wir den nächsten Sonntag den Sieg vom Leben über den Tod feiern, den Sieg vom Guten über das Böse, von der Lebt über die Sünd. Durch die gläubige Mattfeier von dieser Woche, an der wir antreten, liebe Brüder und Schwestern, die Feier vom Leiden und Sterben von Christus und die Feier von der Osterzeit durch noch, tragen wir dazu bei, dass mehr Licht an uns Tags so der Welt erkennt. Glücklich den, der wie den Hauptmann am Evangelium zum Glaubensbekenntnis kennt, wahrhaft, dieser Mensch war Gottes Sohn. Gestärkt an unserem Glauben, dass der Jesus Gottes Sohn ist, an auch mit unserem Weg Firu geht, wird man dann auch aus seinem Geist die konkret Wirker von Nächstenleben zu machen wissen, für unsere Mitmenschen an Not zu helfen. Amen. Lass mal zusammen unsere Glaube bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, dein ganz Leben und noch dein Tod beeinflussen immer unsere Glauben an unser Handeln. Dafür wollen wir auch heute am Anfang von dieser Karwoche zu dir beten. Du Christus, du hast dich nicht davon beeinflussen gelassen, ob Menschen dir zugejubelt tun oder nicht. Aber du bist konsequent den Weg weitergegangen. Wir beten dich, hilf uns, dass wir uns am Leben nicht nur von anderen Menschen an Überzeugungen beeinflussen lassen. Wir machen es stark, als Engagement so weiterzuführen, wie wir es als richtig angesehen. Herrgott, hör uns. Du Christus, hast oft an der Einsamkeit an am Gebet Kraft von für die Wille von deinem Pap zu akzeptieren, an du nur zu leben. Wir beten dich, los es nie mitgehen, als gute Pap am Himmel unzurufen, an durch sein Gnot Kraft zu fannen, nur seinem Willen zu leben. Herrgott, hör uns. Du Christus, denst du die Judas am Verrot nach ihr Freund genannt hast, weiß die Fragilität von allmenschlichen Beziehungen. Wir bitten dich, mach uns kapabel für treu zu sein, vis-à-vis von denen Menschen, die uns viel bedeuten. Herrgott, hör uns. Du Christus, denst du nie ein Mensch verurteilst, mir ihm immer eine neue Chance gibst. Du gehst unschuldig zum Tod verurteilt. Wir beten dich für Menschen, die auch heute Stars für manipulierten oder autoritäre Gerichte verurteilt gehen. Schenkt denen engen Gnut zu verzeihen, an denen anderen die Erkenntnis von der Wahrheit. Herrgott, hör uns. Du Christus, denst du unschuldig Kreuz für uns gestorben bist. Wir beten dich für all die vielen Menschen, die an den Kriegskonflikten rund um die Welt, besonders an diesem Tag, an dieser Stunde, wo wir heute zusammen Gottesdienst feiern an der Ukraine, jetzt leben lassen. Hol du sie all, an noch als Leben verstorben, ob an dem Paradies, so wie du es dem Schächer Kreuz versprochen hast. Herrgott, hör uns. Aber am Himmel, dem Jesus erlässt wurde am Tod, war voll Vertrauen und dich geriecht, wie er gebiert wird, Pap, an den Händen lehne ich voll Vertrauen mein Geist. Erhal auch eis dasselbe Vertrauen, was wir beten, an der Heierreis durch der Jung Jesus Christus, der für uns gestorben an Obersternen ist. Amen. Lift to my eyes
Lasset uns beten. Herr unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist herrlich, Herrgott, von dir kennt all Herrlichkeit. Dafür treten wir für rundiger feiernder Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, der Sonntag, als den der, auf dem Christus von den Dödischen Obersternen ist. Durch jeden Eisen heraner Leser beten wir dich. Macht es Goven herrlich durch dein Geist. Lose für Reis zum Leib und zum Blut gibt von dem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Ofen, wo ihr verroden gouf, wo den Tod auf sich geholt hat, da hält ihr Bruder sing Hand. Hier seht ein Dankgebet, hier bricht Brot, hier regnet singe Frönner, seht. Holt dann erst alle gut davon, dat hei aus mein Leib, Getier gehen für ihr. Am ersten hält hier noch de Kelch, hier seht ein Dankgebet, hier riecht de Kelch singe Frönner seht. Holt dann dringt alle gut raus, der teierste Kelch mit Mengen Blut, Blut vom neuen an ewige Bund.
Et fließt für ihr an die viel Aner, für dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Tod verkündigst du mir, dein Oberschlof feiere mir, bis du ganz am Herrlichkeit. So feiere mir, heilige Pap, Dündenke von Dingen Jung, die für uns gestorben an Obersterners, an so afremmer dir Brot vom Leben an der Kelch von der Erlösung. Wir sollen dir merci, weil du hast als Beruf für von dir zu stehen, an dir zu dingen. Wir beten dich, los uns teilholen Leib und Blut von Christus, dat wir eint gehen durch den Heiligen Geist. Denk an den Kirche durch die Welt, los der völlig Wurzeln an der lebt. Zusammen mit unserem Papst François, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit den Geistlichen an all denen, die am Ding stehen von dieser Kirche. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an all die anderen, die an dieser Gnade gestorben sind. Hol sie ob bei dich an dein Licht. Papa, bäm dich eiser all, schenk uns ewig Leben, mit Maria, der Heilige Gottesmam, der Trägerin am Lied, mit Heilige Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln, an all denen, die Gnade von du bei dir in der Welt besteht, mit ihnen alle sei dich loben und ehren durch der Jung Jesus Christus. Durch ihn, am Matim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eia, Elo an immer an ewig. Amen. Los mal voll Vertrauen zu unserem Pap am Himmel beten, wie die Jesus eis gelehrt wird. Ja, Herrgott, mach uns frei vom Bösen und schenk Frieden an unserer Zeit. An deiner Gutheit Hölle weiß, dass wir frei bleiben von all Sünd, an einen festen Halt fannen an der Gefahren vom Leben. So werden wir voll Hoffnung auf das ewige Glück, weil Christus den Erlöser errümmt an Herrlichkeit. Weil deint als Reich und Macht und Herrlichkeit für immer. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, der Friede losen ich ihr, mein Friede gehen ich ihr. Dafür beten wir dich, guck nicht auf deine Sinne, mehr auf den Glauben von deiner Kirche, schenk hier an der ganzen Welt, wie dein Willas, Einheit und Frieden. An dem Herrgott sei Frieden, sie mit ihr all. Gib dir ein Zeichen vom Frieden. Oh,
Heißt Lamm Gottes, dat Sünde von der Welt wäschelt. Herr, es ist nicht wert, dass du bei mich kannst, mir so nehmen Wort am mein Seel geht gesund. Behold, thy
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Mit meinem Merci verbunden und all die das Mass gestaltet haben, wünsche ich euch alle Gute, eine ganz schöne Sonntag und eine besinnliche Karwoche. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft vom Howald. Der nächste Sonntag, Ostertag, überdrom mit Mass von Hurstadt bei Niederanwen, und zwar 10:30. Auf alle Kanäle, doc RTL2 a kathol.lu 10:30. Und damit schalten wir zurück an das Studio.